Morgen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, mein allererster Podcast, meine allererste Folge. Ey, nein, ich weiß gar nicht. Ich habe das eigentlich schon jetzt länger geplant. Und jetzt habe ich mit dem Studium habe ich mich jetzt da beworben und ich bin jetzt irgendwie nie wirklich dazugekommen. Und ich habe jetzt auch so lange mir überlegt, was sollte ich bereden in der ersten Podcast-Folge? Ich habe das Gefühl, ja, ich finde es dann noch nice, wenn wir da schon ein Thema haben, das so ein bisschen spannend wäre und so. Und ich möchte auch wissen, wie spät haben wir? Es ist 20 ab 2 in der Nacht. Meine Eltern sind am Schlafen, meine ganze Familie ist gerade am Schlafen. Darum ich muss echt ein bisschen leislicher sein. Es gibt einen kleinen ASMR-Podcast. Nein, ja, und irgendwie vorher ist mir gerade eine Idee in den Sinn gekommen und ich bin so, oh mein Gott, ja. Und ich bin gerade so hyped auf den Podcast, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt filmst du einfach jetzt, beziehungsweise Filme aufnehmen. Also ich bin nebenbei noch mit meiner Kamera am Filmen, damit ich es eventuell noch auf YouTube aufladen kann oder noch ein paar Ausschnitte für TikTok oder so. Genau. Ja, aber ich bin jetzt gerade so chillig, da in meinem Bett am Chillen. Es regnet draussen, ich habe das Fenster also halb offen. Also die Atmosphäre könnte eigentlich nicht besser sein. Darum habe ich mir gedacht, komm, zockst du dich einfach an, machst den Podcast. Ja, aber um was geht es überhaupt in diesem Podcast? Und zwar habe ich mir überlegt, viele haben mir geschrieben, also ich habe so ein bisschen auf Insta gefragt, so, yo, über welche Themen soll ich überhaupt in meinem Podcast so reden? Was interessiert euch? Und da ist vor allem das Thema Selbstliebe und einfach so Unsicherheiten mega aufgekommen. Und ich also jetzt gerade vorher sind mir einfach sehr, sehr viele Punkte in den Sinn gekommen, die ich dazu sagen könnte. Aber oh mein Gott, ich bin gar nicht genau darauf eingegangen, über meinen Podcast. Warum mache ich einen Podcast? Und was passiert da in alles? Darum machen wir ganz schnell, ganz kurz, erzähle ich noch schnell. Also als erstes, ich nehme an, alle kennen mich da aus irgendeiner anderen Plattform, aber ich erzähle es gleich schnell. Ich habe 2018 mit YouTube angefangen und seit 2020 mache ich auch noch TikTok. Genau, ich bin auf beiden, also auf Instagram bin ich auch noch irgendwie aktiv. Und irgendwie würde ich so ein bisschen sagen, dass ich auf Social Media hauptsächlich eher so ein bisschen ich sag mal, eine lustige Rolle einnehme. Nein, nicht eine lustige. Wie sagt man dem? Ja, auch so ein bisschen mehr, es ist mir wichtiger, Leute zu unterhalten und so. Und logischerweise bin ich im echten Leben nicht immer nur so, sondern habe auch eine tiefgründigere Seite von mir. Nein, ja, und irgendwie finde ich es auch mega cool, mal eine Möglichkeit zu haben, mit euch so ein bisschen tiefer zu reden, mal wirklich über Themen zu reden, die mich beschäftigen, die euch beschäftigen. Einfach so das Ganze mal so ein bisschen, ich nicht auf einer ernsteren Basis, aber einfach so ein bisschen, ja, mehr Real Talk. So ein bisschen. Und ich finde das eigentlich mega geil. Und klar, ich könnte das auf YouTube machen, aber ich finde so Podcast. Ich habe das Gefühl, es ist einfach noch so ein bisschen mehr persönlicher. Also ich habe schon jetzt das Gefühl, dass ich in meinem Bett hocke um 2:30 in der Nacht und jetzt irgendeine Memo für eine Kollegin mache oder für euch. Und irgendwie vielleicht den Vibe nach. Und ich muss sagen, eben, wenn ich irgendwie so im Mut bin, um jetzt ein TikTok aufzunehmen, dann, also nicht, dass ich mich verstelle, das sage ich nicht, aber mir einfach so, da kommst du automatisch in die «Hey Leute!» einfach so das Lauten und so. Und ich fühle das irgendwie auch so die andere Seite, die ruhiger, genau, wir sagen die ruhige Seite von mir so ein bisschen zu zeigen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich einen Podcast mache. Und das andere, was auch noch ist, was ich auch noch sagen will, ist, über was redet man überhaupt über den Podcast? Gut, ich habe es jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Es soll grundsätzlich, ja, fühlt euch, als würde irgendeine random Kollegin, die ihr aus dem Internet kennt, perfekt, euer Memo schicken. Nein, ich weiß doch auch nicht. Einfach so ein chilliges Tagen. Also es ist wirklich voll entspannt, wirklich voll. Es soll auch voll persönlich sein und ich möchte auch, also ich weiß nicht, ich will auch, dass der Podcast wirklich so die Plattform von mir wird, wo ich wirklich mit Abstand am persönlichsten wird sein. Kein Blatt vor das Maul nehmen, voll raushauen, was mich gerade in dem Moment beschäftigt und alles und darum ich bin mega gespannt. Es tut mir mega leid, dass ich die ganze Zeit so schlucke. Ich habe vorher schon eine Testaufnahme gemacht und mir ist das mega aufgefallen, dass ich so schlucke. Darum, ich hoffe, man hört das jetzt nicht mega fest. Und sonst, es tut mir leid. Genau. Und darum reden wir grundsätzlich eben über Sachen, die mich gerade beschäftigen. Alltagssachen, vielleicht Sachen, die sonst gerade aktuell sind. Sachen, die euch beschäftigen. Einfach sonst so ein bisschen Themen. Ja, wir können das sonst so ein bisschen gerne gegenseitig therapieren. Ich finde das, ich finde das eine nice Möglichkeit. Ja, und jetzt kommen wir dazu, wieso mein Name so heisst, wie er heisst. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon herausgefunden. Er heisst «Znüni Pause». Und ich finde den Namen so legendär. Also ich war ja mega lange nach meinem Namen am Suchen gewesen.
Und schon wieder schlucken, Mann, jetzt achte ich mich mega auf das. Ja, scheißegal. Ich schick die Memo einfach nur einer Kollegin oder ich schicke die einfach nur die da raus, die das gerade lässt. Warum ich auf den Namen «Znüni Pause» gekommen bin. Und zwar, ich glaube, der Can ist sogar auf die Idee gekommen, weil wir haben recht lange so ein bisschen brainstormt, was ist geil und so. Und er hat so «Znüni Pause» gesagt und ich bin so gewesen, oh mein Gott, Alter, das ist es. Alter, wirklich. Also zuerst mal haben wir so ein bisschen andere Namen überlegt, wie irgendwie «Na-Ti», wegen so «Na» und nachher «Ti», «Tee», «Gossip», whatever. Aber wenn du halt sagst, ja, mein Podcast heisst «Nati», dann gibt jeder einfach «Nati» ein und nicht «Nati» und ich habe keine Lust, das buchstabieren. Und das «Nüni Pause» ist irgendwie so, da weisst du instant, wie man das schreibt, da weisst du genau, ja, weiß auch nicht. Und ich finde es vor allem auch so geil, weil es ein schweizerdeutscher Begriff ist. Also es ist wie, ich weiß nicht, ich finde es auch geil, so ein bisschen eine Schweizer Community zu haben, euch zu haben. Und ja, ich glaube, kein Deutscher wird auf den, auf den Podcast klicken, weil er keine Ahnung hat, was jetzt 9 Pause ist. Plus, mir gibt das Wort eben irgendwie so richtig gute Vibes. Zum einen, irgendwie so, als man in der Schule war, ist so, es ist die 9 Pause an. 5 Minuten, dann ist die 9 Pause. Dann war es so, bald raus, go Fangis spielen, go essen, Digga, go essen. Es hat einfach gute Vibes gegeben. Und irgendwie, ja, darum habe ich das gewählt. Und darum ist auch am Anfang und dann am Schluss vom Podcast kommt so eine geile Schulglocke, weil dann die Pause anfängt und am Schluss ist sie wieder vorbei. Perfekt. Genau, und falls ihr jetzt gerade das Bild eingeblendet seht, für die auf Spotify sind, ich weiß gar nicht, ob es auf den anderen Plattformen auch eingeblendet ist. Oh, ein wunderschönes Bild, ich bin richtig stolz auf das gewesen. Ich habe das selber alles bearbeitet. Und ich wirklich, als ich fertig war, habe ich es einfach etwa 10 Minuten lang angeschaut und dann so gedacht, boah, Digga, Photoshop-Skills auf ein neues Level rausgeholt. Nein, aber nur schon, weil das passt, weil beim 9 ist der zweite Buchstabe ist das N, wo so Nati steht, und Pause ist der zweitletzte Buchstabe S nach so Style. Es hat einfach gematcht. Ja. Plus, ich muss noch mit der Banane telefonieren, das ist auch sehr wichtig. Ja, perfekt. Aber ich will eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Ich bin jetzt schon seit 8 Minuten da am Reden über Podcasts und alles. Aber das war natürlich auch wichtig gewesen. Ja, wir reden über das Thema Unsicherheiten und ich glaube, alle da außen, wir alle haben Unsicherheiten, die einen mehr, die anderen weniger. Und es gibt auch Phasen im Leben, wo es mal ein bisschen mehr sind und auch Phasen, wo es ein bisschen weniger sind. Und ich habe natürlich auch meine Unsicherheiten, gerade als ich in meiner Teenagerphase war, war es bei mir ganz schlimm gewesen. Und ja, ich kann es mal schnell von mir erzählen. Also bei mir sind es zum einen die Oberweite gewesen. Also ich habe nicht so grosse Oberweite. Und das ist bei mir sehr, sehr prägend gewesen, weil irgendwie, ich weiß nicht, gerade wenn du so in die Teenagerphase kommst, wenn du erwachsen bist oder einfach ein Jugendlicher, dann fängt so Pubertät an und Girls bekommen Bubis und irgendwie bei mir hat so nichts angefangen. Also ich habe auch wirklich im Verhältnis zu meinen Friends so relativ spät meine Tage bekommen. Ja, und ich bin einfach so ein bisschen ein Spatzünder gewesen, was auch voll okay ist, aber irgendwie, boah, jetzt muss ich das Mikrofon schieben, Digga, mein Arm macht jetzt schon weh. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach so ein bisschen ein Spatzünder gewesen und ja, in dem Moment habe ich das so schlimm gefunden. Also, gut, ich muss einfach sagen, teilweise hat es wirklich sogar schon Sprüche gegeben, das war damals in der 6. Klasse gewesen. Ja, also teilweise haben nur schon Leute unter mein Bild kommentiert, Kollegen, Flachland, irgendwie Berge von Holland oder keine Ahnung, richtig stupid. Eine Kollegin, die mag mich an das sehr gut erinnern, das war für mich sehr prägend, hat alle Girls umarmt und mich hat sie nicht umarmt und hat gesagt, sorry, dich umarme ich nicht, weil ich umarme nur meine Busenfreundin und du hast keine Busen. Digga, Stich ins Herz. Nein, also, ja gut, jetzt im Nachhinein denke ich, also, was bist du für ein scheiß Unmensch, Alter? Brauche ich gar nicht in meinem Leben. Aber gleich, so Sachen prägen mega und so Sachen haben mich dann logischerweise auch mega verunsichert. Und auch später hat sich das mega, mega weit gezogen. So, dann merkst du so, irgendwie gehst du in die Abteilung, kein BH passt und auch sonst, Digga, ich han Fake it till you make it auf einem anderen Leben ausgelebt. Also bis heute benutze ich eigentlich Push-Up-BHs. Zwar jetzt mittlerweile eben, kann ich eigentlich sehr, sehr gut damit umgehen, bin ich ehrlich. So kann ich auch easy mal einfach kein BH anhaben und ein T-Shirt, so voll easy. Kann ich eigentlich viel besser damit umgehen. Aber ich glaube, es ist also ein bisschen eine Zeitumstellung. Also die Zeit hat sich so ein bisschen verändert. Ich glaube, heutzutage sind kleine Bubis auch ein bisschen mehr akzeptiert. Habe ich vielleicht auch noch das Gefühl, ich weiß nicht. Aber trotzdem irgendwie ist das so ein riesiger Punkt gewesen. Also ich weiss noch,
ich weiß nicht, ob das zu intim ist so, aber wo der Can und ich, gut, ich habe gesagt, ich nehme kein Blatt fürs Maul, wo der Can und ich uns kennengelernt haben und wir angefangen haben zu intim zu werden, ist es halt logischerweise dann einmal zu dem Punkt gekommen, zu meiner Oberweite. Und ich habe ja immer also ich habe nicht nur Push-Ups gehabt, Freunde, ich habe die fettesten Push-Ups, die ihr in einem Laden findet, gehabt. Also ich habe wirklich ja, darum eine rechte Überraschung, wenn man dann mein BH abzieht. Und ja, das ist halt logisch, dann auch dort zum Thema gekommen. Und ich weiss einfach noch, das war für mich extrem emotional gewesen. Also ich habe instant angefangen zu brüllen. Einfach, weil es mir so unangenehm war. Ich war so unsicher gewesen. Und eigentlich mega herzig, seine Reaction war so cute gewesen, Digga. Er hat mich zuerst mal mega getröstet und gesagt, hey, mir ist doch völlig egal, wie gross deine Oberweite ist. So, ich liebe dich so, wie du bist. Ob mit Bubis, ohne Bubis, kleine Bubis, riesen Bubis, so. Ja, das habe ich richtig, richtig cute gefunden. Ja, und eben, mittlerweile ist es für mich voll okay. Und das andere, was mich auch sehr, also wo ich mich auch sehr, sehr unsicher gefühlt habe, sind meine Beine gewesen. Weil ich einfach mega, nein, nicht mega, aber ja, vielleicht, ja, es ist wirklich eigentlich auch so ein Ding von, ich steige nachher noch drauf ein, aber einfach so, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen dickere Oberbeine, also auch so Oberschenkel, Oberbein. Ja, und also klar, ich muss halt dazu sagen, ich bin ins Gymi damals mit 16. Ich bin von der 3. Sek gekommen, heisst, ich war 1 Jahr älter als alle anderen in meiner Klasse. Und meine beste Kollegin damals, sie war halt wirklich gar noch nicht in der Pubertät gewesen, und ich in dem Sinne halt schon, sie war 14 gewesen. Also noch nicht in der Pubertät, einfach, sie hat noch kein breites Becken und alles. Und dementsprechend auch noch sehr, ich sage mal, kindliche Beine. Sprich, eher dünne Oberschenkel und meine Schwester zusätzlich auch noch und so. Und ich habe mich mit diesen beiden extrem verglichen. Plus dann auch noch auf Social Media siehst, alles schöne Models, alles perfekte Beine, alles wunderschön. Ja, das verunsichert hat dann natürlich zusätzlich noch. Also der Perfekt hat schon technische Störungen gehabt, meine Kamera ist gerade ausgegangen, darum sorry, falls es gerade unterbrochen hat. Wahrscheinlich habe ich absolut keinen Unterschied gemerkt, weil ich gerade einen Cut gemacht habe. Aber was sind wir beim Thema ja, so ein bisschen Schönheitsideal und jetzt vor allem eben richtig Social Media, habe ich eigentlich darauf eingehen. Das ist allgemein so ein riesiger Punkt, wo ich finde, muss viel, viel mehr darüber geredet werden. Also es wird auf jeden Fall schon genug darüber geredet, aber irgendwie gleich so, ich glaube, das sind sich irgendwie so viel nicht bewusst, wie problematisch das Ganze eigentlich ist. Also finde ich richtig toxisch teilweise, also wirklich. Ja, wie wir beeinflusst werden durch das Schönheitsideal von Social Media. Oder nicht nur Social Media, vielleicht auch allgemein. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, ihr kennt alle das Bild von die schöne kleine Stupsnase, die schönen, grossen, dicken Lippen, dicke Haare, dünne Beine, flachen Bauch, ja, vielleicht auch grosse Oberweite, schöne Augen, lange Wimpern. Es ist wie alles perfekt so. Und wenn wir so also keine Ahnung, wenn man sich selber anschaut, dann merkst du plötzlich so, Digga, ich kann das nicht, ich habe nicht so grosse Lippen, bla bla bla. So, du fängst doch einmal dich so an zu vergleichen. Und das Beste ist, du fängst dich an zu vergleichen mit Menschen, die nicht existieren. Also, ich kann nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die einem Schönheitsideal in der realen Welt komplett entsprechen. Aber eben, wie gesagt, wir alle haben Unsicherheiten. Wir alle sind in dem Sinn, sage ich mal, nicht perfekt, beziehungsweise perfekt heisst jetzt da in dieser Hinsicht nicht perfekt am Schönheitsideal so. Aber wir alle rennen dem Schönheitsideal so hinein. Also wir alle wollen so sein. Und da gibt es die einen, die halt für mich wirklich absolut übertreiben. Und ich rede jetzt nicht nur von Schminken oder keine Ahnung was, sondern ich rede jetzt von Bearbeiten. Filter und Photoshop hat die Welt so zerstört. Also das ist wirklich ein Gedanke, den ich mir vorher gemacht habe, wo ich mir so gedacht habe, sag mir schnell, welcher Mensch hat Filter erfunden? Also so Schönheitsfilter. Es macht in meinem Kopf so ein toxischer Gedanke eigentlich, dass man sagt, jo, wir kreieren jetzt einen Filter, wo einem, ich sag mal, schöner macht, wo Pickel wegmacht, wo kleinere Nase macht, wo fettere Lippen macht, all das, Digga, eigentlich verdammt krank, wenn man so überlegt. Und für uns ist irgendwie alles so normal und es ist fast abnormal, wenn du nicht so einen benutzt.
Also irgendwie habe ich das Gefühl. Also nur schon, wenn ich durch mein TikTok scrolle, Digga, jeder hat irgendeinen Filter drauf. So, und es wird irgendwie gar nicht als problematisch angesehen. Erst wenn wirklich so ein krasser Filter ist, dass du die Person absolut nicht mehr kennst. Aber auch sonst finde ich es auch so problematisch. Also es gibt so wenig, wo sich mittlerweile nur schon einfach nichts mehr trauen zum Posten ohne irgendeinen Filter, ohne irgendeine Bearbeitung. Ich kenne schon Friends von mir, die mir, ja, weiß nicht, irgendwie nicht mal Snaps verschicken können, ohne einen Filter drauf an ihre Friends, wo ich mir so denke, hä, Junge, du bist doch auch so schön, du brauchst keinen Schönheitsfilter. Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr problematisch und ja, gerade Photoshop, also ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie krass man sich kann photoshoppen. Also ich kann jetzt da leider kein Bild einblenden, weil es ein Podcast ist, aber ich kenne wahrscheinlich selber so Face-Apps, Digga. Da kannst du alles machen. Du kannst dich zu einem komplett anderen Menschen machen. Und das Traurige an dieser ganzen Welt ist, es machen so viele Influencer. Nicht nur Influencer, allgemein Leute auf Social Media. Und ja, keine Ahnung. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass es jetzt mittlerweile immer mehr so Bilder gibt, wo so, ich sag mal, Stars so von, wie sagt man, so Bilder zeigen, wie sie in Realität aussehen von irgendwelchen Paparazzis irgendwie. Es gibt einem so ein gutes Gefühl. Aber was ich im Fall amigs auch so mache, ist, ich weiß zum Beispiel gerade auf TikTok, ich weiß nicht, ich glaube auf Insta kann man es auch machen bei Stories. Wenn man jetzt denkt, boah, ist die hübsch. Schaut zuerst mal, ob es ein Filter drunter steht, weil meistens steht ein Filter. Und ich benutze den dann amigs extra, also ich probiere den dann extra aus, zum schnell schauen, wie sieht der Filter überhaupt aus. Und dann probiere ich an mich selber und ich denke mir so, holy shit, das ist alles fake. Also nicht alles fake, die Person ist sicher auch mega schön. Aber jetzt mit dem Filter sieht sie halt gleich nochmal anders aus. Oder auch er, ich rede die ganze Zeit von sie. Darum, das mache ich im Fall sehr, sehr oft. Und da gibt es auch so ein gutes Gefühl von, okay, in dem Fall, die Person ist jetzt auch nicht gerade so wirklich, wie sie jetzt gerade wirklich auf dem Snap oder dem TikTok oder in dieser Story gerade aussieht. Ja, voll. Jetzt muss ich gerade schon schauen, was ich da noch auf mein Handy nachgeschrieben habe. Ich habe so ein paar Notizen gemacht. Voll. Also ich muss im Fall allgemein sagen, ich finde das sehr problematisch. Also wie wir einfach allgemein auf Social Media, es hat sich wie so entwickelt, dass wir immer das Beste vom Besten von uns wollen. Und in dem Sinn, dass es gar nicht das Beste ist, sondern dass es unser Fake ist. Also ich glaube, ja, alle posten einfach die vorteilhaftesten Bilder. Was ich auch nicht schlimm finde, mache ich selber auch. Aber ich finde, es überschreitet einfach eine Grenze, wenn es zu dem Punkt kommt, wo man es faked, wo man ja, Sachen wegbearbeitet, wo man, keine Ahnung, in Italien dünner macht, wo, keine Ahnung, schlussendlich machen wir es ja, weil wir dann denken, die anderen denken dann, oh, wir sind hübsch, aber das Einzige, was du mit dem auslöst, ist, dass du andere Menschen verunsicherst. So. Und darum bitte, ein Appell an alle Menschen da draußen, bitte hört auf, Filter benutzen, hört auf, eure Bilder so bearbeiten, dass ihr euch faket, Digga. So, von mir aus klatscht ein Filter drauf, dass euer allgemeine Bild schöner aussieht, dass der Himmel vielleicht schöner ist. I don't care. Aber faket euch doch nicht. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Und ja, auf den Punkt wollte ich auch unbedingt noch eingehen, Digga. Ich weiss nicht, ich finde es ehrlich gesagt schade, wie sich unsere Welt momentan so entwickelt. Also ich merke es wie jetzt schon. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die eine Nasenoperation wollen, die ihre Lippen aufspritzen wollen. Ich komme gerade immer noch mit diesen 2 Beispielen, I'm sorry. Also ich frage mich halt, was wäre jetzt, wenn wir alle so würden aussehen, wenn wir alle würden so aussehen wie das typische Schönheitsideal. So. Die Welt wäre doch fucking langweilig. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht so aussehe. Also, ja, okay, ich gebe so klar, jetzt Momente, wo ich mir so denke, boah, ja, jetzt fände ich meine Nase nice, wenn sie so und so aussehen. Aber so grundsätzlich, so, wenn man sich das mal so ganz, ganz genau überlegt, ist es eigentlich nice, dass wir alle unterschiedlich aussehen. So, jeder hat seine Merkmale, jeder ist individuell, jeder sieht anders aus. So. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wenn jemand ein bisschen anders aussieht als alle anderen, finde ich das übel nice. So. Das ist so ein geiles Erkennungsmerkmal irgendwie. Also, ich weiß nicht, irgendwie, falls du jetzt so irgendwie ein wie sagt man, das Muttermal im Gesicht hast oder irgendwo, wo ein bisschen grösser ist und auffälliger. Das ist doch richtig geil. Das ist so ein Erkennungsmerkmal, das hast nur du und alle anderen nicht. Das finde ich übel nice. So. Ja, darum irgendwie würde ich's, ja, darum sehen sie irgendwie so, dass es als Erkennungsmerkmal sehen, all die Sachen, die uns unsicher machen.
So, fühlt die Unsicherheiten. So, fühlt, dass ihr keine Boobs habt oder wenig Boobs. So. Und schaut, dass ihr irgendwie auch so einen Vorteil daraus ziehen könnt. Also gerade mit meinen Bubis so, hatte ich am Anfang ja übel die Probleme gehabt, so. Und ich sehe mittlerweile so viel mehr Vorteile daran. Ich mir so denke, Digga, ich muss kein BH haben, ich muss keinen Schmerz haben beim Steigen laufen, keine Ahnung. So. Es gibt wie aus allem irgendwie einen Vorteil. So. Und wir fokussieren das alle immer so drauf, Mann, ich will, dass es anders ist. So. Aber nein, Digga, es ist geil, so wie es ist. Voll. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht komplett weird da durchgeredet und ich hoffe, es war sehr komisch gewesen, weil es einmal kurz einen Abbruch gegeben hat von der Kamera. Ja, es ist halt die erste Podcast-Folge. Ich habe gerade selber das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Wirrwarr gewesen und ich habe gerade zu fest auf meine Punkte geschaut. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal ein bisschen flüssiger ist. Aber grundsätzlich, ich habe es sehr, sehr nice gefunden. Ich kann ja gerne mal mir auf Insta oder irgendwo, ich glaube auf Spotify oder so, ja, auf YouTube könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ja, schreiben wir so mal, wenn ihr es so gefunden habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich kann mir auch sonst gerne immer wieder schreiben, über was für Themen ich reden soll, was euch interessiert, was euch gerade so beschäftigt. So. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, das wäre es mit meiner ersten Folge. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen. Wegen guten Morgen. Wegen 9 Uhr. Ja, scheiß drauf. Also, ich wünsche euch einen schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehört ihr dann die geile Glocke. Tschüssi!